Guten Morgen, Team alle. Ik heet jullie alle hartelijk welkom. Dit is een morgenservice. En we gaan hier nog weer in de Boy-predigt. Dat wird de 23e part zijn. En ik weet niet, we zien dat alle jet, als zien dat allemaal en al, dat we nog in de Boy-predigt zijn. Ik glaube, wir machen uns ein mal untersehen, sein, dass uns Gott sein Wort langweilig wird. Wenn wir uns wollen Gott nehmen, die Deutsche nachchecken, Vers für Vers, und uns dort langweilig wird, dort sage ich nicht, dass Gott sein Wort langweilig ist, dass das nicht interessant abgestellt ist. Dort sage ich, dass uns Hart noch nicht reich ist Gott gegenüber. Wenn wir dumme Trouble haben, dass es langweilig wird. Und ich weiß das. Serien durchgehen, expository preaching ist nicht so untragend in der Welt. Da müssen wir unerkennen. Das hat nicht einen sehr hohen Platz. Von denen, die contemporary churches, würde wir mal sagen, oder das ist, was der Mode ist, dort handelt sich alle an, die interessante Stellen in der Schrift, wo die Menschen mit alle, wie würde ich mal sagen, die Menschen mit Hecher auf dem Hechen Pedestal absaten dort. Die Stellen, die du sehen in der Schrift, und die verbringen, dort ist viel alle untragend. Dort ist, was du viel Dollar die Welt auch auf den Schulter klappert. Aber Paulus sagt ja auch, das was wird passieren. Die werden sich selbst Predigers anschaffen, oder die werden sich selbst Predigers wählen, was dann bis nach die Uhren kitteln. Und was dann Predigers, was bis Uhren kitteln, die tun dort, was langweilig wird, was die Welt langweilig merkt, dort tun die bis uitlaten. Und was dann aber, wenn wir wollen treu sein, zu Gott sein Wort, dann müssen wir Vers für Vers das rein alle nehmen. Und du wies sich das uit, wer von der Welt ist und wer von Gott ist. Die Welt, wenn die Schubfahrer kriegt, die wird das sehr alt. Aber ich höre das, Hansworth Jonah das sagt, die Frauen den, wo macht einer dort einer die Kirche nicht, die Kirche nicht spielen will, einer als Pastor, wo macht einer dort, wo man ich predigen, dass die Kirche sich nicht spielen hat. Und dann sage ich Mr. Jonah, jeft bis alle Schubfahrer. Wings de Wolf, die wird alle owned worden von Schubfahrern, die werden verloren. So du hast keine Kirche gespielt. Die Kirche, die bleibt taub. Alles, was du getan hast, die hast du gereinigt. Und kriegt mit das, der hat sich dort uitwiesen, wer von der Welt ist und wer von Gott ist. Dort die Städten, wo bloß Gottes Kinder vertrauen können, der dort nicht jaft, da kommt du alle Wege für einen Tag, wenn wir Vers für Vers durchgehen und nicht uitlaten. Und so, das wird dann wieder wollen bleiben. Dass das klar für einen Tag kommt, wer von der Welt ist, und wer du von Gott ist. Und dann darf ich keine Vers uitlaten. So, wir sind bei Matthäus 6, Vers 9 bis 13. Und des Tages hier, so was wir von denen haben, was wir von denen wollen anbringen. Wir wollen ihn nicht verrechnen, aber wir wollen ihn bis anbringen. Des Tages, der wird sehr respektiert in viele Kirchen, oder auch noch sogar in sogenannte Kirchen. Viele nehmen das so, als wenn das ein abgeschriebenes Wort ist, was du mit immer und Eva gesagt. Das haben die in der katholischen System haben die das so steht. Und viele mennonitische Städten ist das so steht. Dass sie glauben, sie machen das Wort für Wort immer bis Eva sein, dann haben sie Gebet. Dort ist nicht, was Jesus uns hier lernt hat. Wenn wir bis 3 Uhr in die Ferien 2 Boi predigen, wo Jesus von redet, wir sollen nicht so beten als der Heuchler, und wir sollen nicht bis viel angewirrt bis mehr. Bis das
bis bloberen, so ist der Heiden dort dann. Die wird dasselbe nicht so dort. Wenn dort ist nicht ein Gebet. Was ist dort dann des Tages, was ist dort, was des Tages uns dann von der und lernen das? Wenn Jesus gesagt, wenn die beten dann betet es das. So, wenn wir uns den Tages mal überlesen, und da werden wir mal lernen, mal sagen, um was das wirklich geht. Soll wir uns das lernen, auswendig einmal immer sein? Dass uns Mühl dort vielleicht sagen, aber uns hat noch nie nicht begriffen, was das ist? Oder hat Jesus uns hier mal was deutlich gewesen in das, was bloß Gottes Kinder kann begreifen? Lass uns den Tags mal überlesen. Matthäus 6, Vers 9. Deswegen soll je so beten. Uns Vater im Himmel, dein Name soll heilig gehalten werden. Lass dein Reich kommen. Lass dein Willen aber ihr geruht so gedonen werden aus dem Himmel. Gib uns das Brot, das wir von dir umbrücken. Vergib uns unsere Schuld, so als wir die vergeben, die sich an uns verschuldigt haben. Bring uns nicht in Versuchung, aber bewahr uns von dem Bösen, weil stiege hier dort Reich in der Kraft, in der Herrlichkeit für immer und immer. Amen. Was du ans Tags, was wir uns hoffnehmen. Lieber gedacht, davor, wir kommen hier verdienen, wir danken dir für diesen schönen Morgenstund. Und ganz besonders dank wir dir für dein Wort, dass du das so klar gegeben hast. Aber Herr, noch doller danke ich dir für den Yes, dass du uns den Yes gegeben hast und dass wir dort können dadurch begreifen. Wenn ich auch nicht kann, dort ohne den Yes, und wir würden dort geschriebene Wort noch haben, dort wird uns nicht halten, dort wird uns bis dann verkommen, was du sagst. Aber bloß durch den Yes kann der uns das offenbaren, der uns klar machen, der kann wir dort begreifen, und kann wir dort verstehen, was das sagt, und dann kann uns das dort nichts geben. Lieber gedacht davor, du wegen Barak die, dass du in diesem Moment machst uns alle ein offenes Hart geben für dein Wort, und dass du machst mir einen Stern geben zu reden, und dass du mir nicht erlaubst, anders zu reden, als was dein Wort sagt, und als was dein Geist leiden wird. Herr, machst du das geben in Jesus' Namen. Amen. So, nu wollen wir hier ein klein bisschen anhören tun, wenn Jesus sagt, wir sollen nicht so sein als der Heuchler, der sich bloß so tun, so wenn sie beten tun. Wir sollen nicht dort uns fromm sein und nicht bis vom Bütenhandel sein. Und dann sagt er auch, wir sollen nicht viel Wert merken, wenn wir beten tun. Dort wir glauben, mit viel Mullen Gebet immer sein, da wo wir dann Dollar erhielt. Gott ist nicht abhängig von, dass wir am Wort kommen sein. Ich habe das verstanden. Gott ist nicht abhängig davon, dass ich den mal kommen wird sein, dann wird die weiter besser. Das ist nicht, woran wir beten. Was wir wollen tun, ist, wir wollen Jesus als Beispiel nehmen, wenn das jetzt am Beten. Weil wir wollen den sein Gebetsleben checken. Am was ging das? Glaubt er, muss Gott irgendwas kommen offenbaren, dass Gott dadurch besser verstehen kann? Absolut nicht. Das ging um Gemeinschaft mit Gott. Das ist, worum das Gebet wird. Und so, wenn wir mal checken, wenn das nicht geht am Beten, und ich will irgendwas haben, oder ich bete am Dinge, wo weiß ich, dass Gott mir das nicht all gegeben hat? Das ist ein Beispiel. Wenn ich nicht sage, ich bete an, dass Gott soll mir das auf ihr Leben geben. Das ist arg, wenn ich bete, Gott gibt mir das auf ihr Leben. Das ist nicht arg. Aber guck mal. Wenn ein Mensch was durchkämpft, der setzt seine Sinn an. Und den seine Hoffnung ist bloß in Christus. Der sagt auf einmal, ich kann mich selbst nicht raten. Ich kann das bloß nicht. Ich sehe im verlorenen Sünder, ich kann mich bloß selbst nicht halten. Und die einzige Hoffnung, die ich habe, ist, ich kicke ab nach Christus. Das, was er getan hat für mich. Und dann komme ich nicht Jesus und bete ihn um das ewige Leben. Der soll mir das ewige Leben geben. Das ist nicht arg, wenn ich so beten darf. Aber weißt du was? Dort ist das Teken der Haft, die das ewige Leben all gegeben. Wenn der die nicht das ewige Leben gegeben hat, wirst du nicht mal so beten. Da wirst du nicht mal am zu tun sein, am den ewigen Leben. Da wirst du nicht mal sein haben, dass du ein Sender wirst. So, wir würden vielleicht einmal dort in den Missverständnis gern haben. Doch wir würden am Dinge beten, was Gott uns all gegeben hat. Es ist dort arg, wenn wir dann dafür beten. Warum muss sagen, zum Beispiel,
Ich bete, Gott soll mir da den Heiligen Geist geben. Ist das arg? Nee, das ist nicht arg. Ich glaube, das ist Charles Spurgeon, das gesagt hat. Du sind welche falsche Brüder zu seiner Zeit gewesen, der hat gesagt, wir haben wohl den Heiligen Geist, so wie dürfen du nicht mal über beten. Und dort, du der Charles Spurgeon ganz dagegen reden. Er sagt, no, das ist nicht, dass wir nicht, warum würden wir nicht beten, dass wir mehr von den Heiligen Geist wollen? So, das ist biblisch, wenn wir um Dinge beten. Besonders, wenn das Dinge sind, was in Gott sein Welt geht. Und so, wenn wir um Dinge beten, Gott gibt mir das. Das ist nicht unbedingt arg. Aber wenn wir mal gucken, als dort nicht auf einmal ein bisschen bewiesen ist, dass Gott uns all gegeben hat, und wenn wir Jesus als Beispiel nehmen, wenn wir nicht einen anderen Mensch als Beispiel nehmen, wenn wir mal in Johannes 6, Vers 37 gehen. Johannes 6, Vers 37. Und wir wollen Jesus als Aufmaß nehmen. Als den Standard nehmen, wenn das geht um das Gebet. Sag ich, alles, was der Führer mir gibt, kommt nur mir. Und wer nur mir kommt, den will ich nicht rücksteigen. Ich sehe nicht vom Himmel raufgekommen, meinen Willen zu tun, aber den seinen Willen zu tun, der mir geschickt hat. So hier sehen wir dort, Jesus seine Anstellung, der erst hier so steht, das hat der Führer mir all gegeben. So wenn Jesus beten das, und das ist in Jesus sein Gebet, du und Johannes, und auch, weil wir kurz noch zu der Zahl, Johannes 16, Vers 15, du beten, und aber wir dort ein kleines Jüdlein. Johannes 16, Vers 15 sagt, alles, was der Führer hat, ist auch meint. Und deswegen sehe ich, er wird dort von meinen nehmen und jünt dort geben. Und hier so wird ich gleich die englische Version von der LSB ein klein bisschen hier zu lesen, sein aus der Message, dass der besser mitkommt. Wenn es jetzt sagt, everything that the Father has is mine. For this reason, I said that he takes from what is mine and will proclaim it to you. So, was er hier sagen, das ist, alles, was der Führer hat, das ist Jesus sein. Das ist all den sein. Alles, was der Führer hat. Und wo ist das, wenn wir Gott seine Kinder sind, wenn wir uns dort wollen zu sein, wie sind Gott seine Kinder? Was sagt Paulus dann, was sagen wir dann? Dann sagen wir Orven. Dort aufgeht, ist das all uns? Oder kann dort noch mal ein Tag uns werden? Du musst wir uns fragen. Wenn wir Kinder sind, dann ist das aufgeht all uns. Was sagt Paulus zu den Galater? Wenn die sehen alles einen da, dass wir alles sind, aber hier wird noch eine Absicht da. Okay? Weil wir dort ein Ding haben. Hier wird noch eine Absicht da. Hij darf nicht so einen Führer kommen, als wenn er will eine Orv worden. Wings der Orv ist er all. Und so, wenn wir nach Gott kommen, wo kommen wir nicht hin? Als wenn wir dort vielleicht einen Tag nach mal worden kriegen, oder kommen wir all mit einem dankbaren Hort, als wenn wir dort all einen da. Und das kann bloß die wahre Christen sein. Die, was sie nicht selbst gewählt haben. Die, was sie nicht selbst gewählt haben. Woran will ich das so klar machen? Die, was sich nicht selbst gewählt haben. Der Führer will das nicht. Warum wollen wir in Johannes eingehen? Johannes 1, Vers 12. Wo ich hin will, das ist der 13. Vers. Er sagt, über all die am Abnehmen und an seinen Namen glauben, die für die Macht Gott seine Kinder zu werden. Die für die Macht. Wo sind die? Die sind nicht durch Blut, auch nicht durch fleischliches Verlangen, auch nicht durch irgendein Mann sein wollen. Geboren. Nee, die sind von Gott geboren. Guck mal.
de Geschichte van de Radung en waar het toe kwam, dat God zich de wil, dat wem heraden het, dat weet je wel alle, dat heb je wel klaar. Dat wie God wat zich dat wil, dat is mijn kind, den heb ik mij gewild, en den geef ik dat. En dan zit hij nu nog, dat dat ook wat zijn kind zijn. Die worden hem aannemen. Die wat hij zich wil, ne zien wil, die worden hem aanbeden. Die worden hem loven. Die worden hem doen. Waarom wens hij dat werken dat? Nu trainen dit. Want Jezus zegt, du wegen zal je zo beden. Du wegen zal je zo beden. Dat God ons dan mag een dag aannemen? Als dat de oorzaak waarom we dat zullen beden? No. Du wegen wilst je zijn kinderen zijn, zal Jezus dit beden. Wilst je al zijn kinderen zijn, wens wie würde man sagen, Angläufende kann das gleich beten. Die kann das bis lehren uitwendig nur sein. Dat zijn uitwendige Wert, wat nie nicht wat doen. En wat zegt Jeremia? Ik denk, Jesaja redt dort nog van, wo dat het wordt gewoon, dat ik bis leren dingen uitwendig op zijn. Ezekiel? Die wird sich bloß lehren, uitwendig wat op zijn. So, te wem redt Jezus hier? Jezus redt hier te zijn Kinder. Te Gott zijn Kinder. Die sollen dit beten. Want je nicht Gott zijn Kinder zijn, waarom sei je dan ans Führer? Want Gott nicht ein Führer ist, waarom würde je dann wählen te sein ans Führer? Wenn Gott nicht ans Führer ist, wer ist dann ans Führer? Dat darf ich muss sagen, aber ich wurde wegen. Dann ist der Südhund ans Führer. Dat sagt Jesus zu den Pharisäern. Die Schlangenbrautsels. Wenn die Abraham seine Nukum wären, dann würde die auch den seine Worten tun. Aber no, das ist zu sein, dass der Südhund ist ein Führer. So, wenn wir nicht das Gebet beten, und wir sagen nicht Gott seine Kinder, was sagen wir, zu wem beten wir da? Du willst nicht viel was von mir. Aber beurteilt es selbst. Gott, wenn Gott nicht ans Führer ist, und wir sagen ans Führer. Aber das ist ein Gebet für Gottes Kinder. Das ist ein Gebet, was. Und das ist so. Das sind auch mal bis Gott seine Kinder, was die Offenbarung kriegen, am was das überhaupt geht. Wenn nicht Gott seine Kinder sind, das geht das bis an sich selbst. Der Hauptsache ist, Dinge für ihre eigenen Interessen zu beten. Aber Jesus sagt, das ist, was ihr beten soll. Und dann redet er zu Gottes Kinder. Uns Vater in den Himmel, die Namen soll heilig gehalten werden. Das ist das ganz Erste, was er sagt. Das Erste, was der Rückkommt, uit een Gotteskind, dat is dat die om te doen zijn, dat God verherrlicht wordt. Zeg mir aus een Weltmensch, dit kon. Een Weltmensch, die moet dit onderspelen. Want hij had nog dingen verrat van God. Ik denk dat R.C. Sproul dat zegt. Du sind Menschen, die glauben, sie segnen Gott. Sie segnen nicht nur Gott. Sie segnen die Benefits, was Gott allein geben kann. Aber Gott selbst segnen sie nicht. So, ein Weltmensch, wo du beten dat, und der braucht Dinge von Gott, und Gott in seine Genut, Gott in seine allgemeine Genut, der gibt die Gute und die Schlechte. Das ist Jesus selbst sagt. Gott lässt das reden, war Gute und war Schlechte. War Gerechte und Ungerechte. Hij is ganz und gar gut zu all. Meinst du nicht? Dann würden jeder einer, wer nicht ein Gotteskind wird, einfach hier bis Motten verhungern. Der würde nicht kriegen, nicht multum eten, der würde nicht Kleid haben. So der allgemeine Genut, der ist da. Und so, ein Weltmensch, der fragt auch Dinge nach Gott. Der fragt nicht nach Gott selbst, der fragt bloß nach den Dingen, was Gott allein geben kann. Ich will Gesundheit, ich will Reichtum, ich will all diese Dinge. Das ist wo das Prosperity Gospel von kommt. Das kommt nicht von der Bibel. Das kommt von der Welt, die wollen all die Benefits haben, was Gott allein geben kann, aber sie wollen Gott selbst nicht. Aber ein Gotteskind, der betet anders.
den ist dort nicht zu tun, ich will. Und Gottes Kind ist dort zu tun, dass Gott sie nur mag verherrlicht wird. Das ist das ganz erste, was er beten hat. Wenn wir das abrechtig, diese 9. Vers abrechtig nehmen, dann wird dieses das vor Gott kommen. Gott, wenn du kannst du mit verherrlicht werden, und ich will mal die Gesundheit zum Beispiel nehmen. Mir schuten bet wird, ich sie vielleicht ein bisschen kranker noch, mag vielleicht sogar im Hospital ankommen. Und wenn ich das biblisch beten will, und wenn ich Gott sein Kind sehe, da wo ich das bete. Da wo ich sage, Gott, wenn du durch kannst verherrlicht werden, wenn ich gesund sehe, yes, dann bete ich dir um Gesundheit, und die allein kannst mir gesund merken. But, ein Gottes Kind, der hat noch ein Ding deeper als all dort. Der sagt es das. Aber wenn dieses auf einmal doller verherrlicht kann werden, wenn er krank sieht, dann merkt mir, ob ihr krank. Kann ich nur Unterschied hier? Gott, das geht nicht um mich. Und um das, was mich ankert. Das geht dass du verherrlicht wirst. Und das sagt uns die 10. Vers, die lassen uns das uit, dass Gott sein will immer noch passieren. Wenn er sagt, lass dein Reich kommen. Also wenn er dreht dein Reich, das ist hier ein Trouble. Wir wohnen in Amerika, wo die Menschen sich selbst ihre Regierung so supposedly wählen. Wir wollen, dass Gott sagt, wer er will. Aber die Menschen glauben, sie wählen sich, dass sie das wählen und sie wohnen in einer Demokratie. Wir haben euch nicht gedacht, was das ist, unser ein Königreich zu leben. In ein Königreich, von der ersten Tag wurde das in der Dictatorship genannt. Und das sind auch nicht gute Dictatorships, was wir kennen. Aber von der ersten Tag haben sehr, sehr wenig Menschen in Nordamerika, die gedacht, was das ist, in ein Reich zu leben, wo du einer das alle einen hat. Und das wurde ans Verständnis von was das hier meint, laut ihn Reich kommen, so sei er flach ist. So wie wir uns unser in König zu sagen, und die einen rennen alles. Der sagt das fair, der nimmt nicht Rut an von uns. Wir haben durch kein Wort Anteilung für ihn. Er sagt bis alles, wo wir das tun. Und wir, als gehorsames Glauben, backen uns in seiner Obedienz zu dort. Gehorsam zu dort. Und gehen down dort. Dort ist, wer du in Recht ihnen dat und wer alles versagt. Und wir würden gerne gleich in andere Schriftstellen gehen, aber wir sagen mal einmal, die war so, lese ich das als ever. Das ist ein Beispiel, Jesaja 40. Wem fragt er jemals nach Rot? Wo hat er gelehrt, dass er besser verstehen kann? Wer glaubt, wie zu sein, zum Gott versagt? So, mit dort, Jesus sagt das hier. Wir stellen uns unter den sein Recht. Unter Gott sein Will. Und das ist hier wieder sagen in der 10. Vers. Laut den Willen, ob ihr geruht so gedonen worden aus dem Himmel. Nicht mein Will. Gott sein Will. Und heute mal gedacht, dort sehr, sehr viel mal, der jeder Tag uns Will anders als Gott sein Will. Wird wieder uns an Tote stehen. Ich glaube, wir hatten Trouble, wenn wir würden sagen, no, ich glaube, ich will einmal Gott sein Will. No, dann merken wir uns mit Jesus Glück. Wenn wir uns dort würden wählen zu sagen, ich will einmal so Gott, dann haben wir uns auf den Stolpen abgesagt, wo Jesus allein steht. Der einzige Mensch, der jemals hat auf diese Erde gegangen, wo du kannst mit einem Fried gewesen sein, ich mein Will, als den Führer sein Will. Das ist Jesus. Wie andere, wie man tauschen, dass wir haben manchmal einmal anders wollt.
Ons wel als nicht Gott sein will. Ons wel als ganz anders. Ons wel als täglich Gott sein will, als herrlich. Ja, hier wo das handelt. So, das Gebet, was Jesus uns hier versagt, das ist, wo ihr würden sollen beten. Was sei ihr? Mit das er uns wiesen. Der ganze Beipredigt ist folgendes dort. Der ganze Beipredigt ist, wenn er sagt, soll ich sein da? Und dann erwähnt er sich selbst. So sagt sie, so soll die sein. Kann es sein, wir wurden vom Frischen an beneidigt Genut? Vom Frischen an. Sag, Lut dien wollen, aber ihr Grüße gedonen worden aus dem Himmel, und wie würden das mit uns Mühl sein? Aber wenn wir aufrichtig sein, stammt uns hart mit das mit. Wenn wir aufrichtig sein. Wir hatten Trouble damit, dass uns Welt immer anders ist, als Gott sein will. Warum? Wenn wir wohnen in einem Körper, was noch fleischlich ist. Hat Gott uns all geherrlicht? Hat Gott uns all Rüt gerat? Yes. Hat uns wel all geschenkt? Yes. Aber wir sind noch nicht perfekt. Und solange wir nicht perfekt sind, dann wollen wir uns nicht verlegen, dass wir immer wollen Gott sein will tun. No, wir wollen nicht. Uns will, du Herr, mit gekritzig. Hast du mal gedacht, dass Jesus der darf sein will, Kimmel kritzchen? Da in der Führer wir ein. Da wir nicht, dass der Führer einheitslich will und der sehen, der will das anders, aber der quält sich in Deut. Na, wenn der Führer das einfach anders will, als ich das will, dann quält er sich in Deut. Das sollte tun ist der Führer. No. No. Dann würden der Führer und der Sehen nicht mehr eins sein. Da würden sie sich nicht einig sein. In eins sein. Aber guck mal. Jesus sein will, wir perfectly mit Gott sein will verbunden. Die Dreieinigkeit Gottes, die sind alle eint, und nicht einer soll sein und der andere quält sich am den nächsten und ja dumm zu sein. Das ist eine ganz importante Predigt von der Dreieinigkeit Gottes. Die sind sich 100% perfectly eint und überrennen sein und die wollen alle überrennen. Das ist nicht uns, das ist nicht, dass wir dort können auf uns zusprechen. Wenn Menschen würden sich einmal verlegen, dass ich will das Gott, wirst du dir das sein? Wirklich, das Gott? Wenn wir würden beten, Gott, merk mir das Jesus. Hast du mal gedacht, dass das ist ein von den gefährlichsten Gebeten, was wir beten können? Merk mir das Jesus. Okay. Gott schlug sie in seinen Tod. Ist das dein Gebet? Ja, yes, wir wollen so sein als Jesus. Das ist biblisch, dass wir immer Dollar wollen, so gesund sein als Gott. Aber hör mal, wie gefährlich das ist. Hör mal, was wir zu tun haben. Und so, ich muss das einfach diesen zwei sein. Wie das sind heilige Menschen, sondern es ich noch nicht kann. Aber ich kann mit Predigers reden, ich kann Predigers zuhören, was all 40, 50 Jahre in der biblischen Ministry gewesen sind, und die haben sich noch einmal zu beklären, dass sie ihnen wollen bekämpfen, dass ihnen will manchmal so anders ist, als Gott ihn will. Das darf Jesus Kimmel nicht. Der darf sie ihnen will Kimmel bekämpfen, wenn sie will, als Gott ihn will. Wenn das ist das Krieg, warum Jesus so sehr leicht sich wo wegschlägt in einem Gebet wird mit Gott. Und das wollen wir uns mal fragen. Wenn wir beten dann, haben wir ein Verlangen zum Beten. Und dann müssen wir uns bekämpfen und dann, oh, das ist Zeit zum Beten. Ich habe da was von vergessen. Wenn ihr irgendwas habt in ihrem Leben, was ihn so sehr interessiert, wo soll er mit ihnen dort denken halten, wo soll er was Mensch von dort vergessen? Sind was ihn so sehr interessiert,
Wo je hart voll von ist. Wo soll er mit je das denken haben, oh ja, das ist so wahre Zeit. Er war mit je die Alarmglocke anstellen, das ist Zeit für dort, was je zu sein interessiert. Das darf je nicht. Weißt du, was wir Menschen tun? Wir tun so froh, wie einmal das gelernt haben, dann schlägt wir uns weich, und dann tun wir dort, was uns interessiert. Wie wir uns mal mit Jesus vergleichen, sollen es wieder auch so tun, als Jesus das tut. Jesus, der schlägt sich weich. Wir wollen mal in Matthäus 14 gehen. Und Markus saß in sozusagen alle Schriftstellen. Jeder Evangelist redet davon. Und Johannes saß und Lukas saß. Aber wenn wir erst mal in Matthäus 14 gehen. Als die Menschen weich werden, gehen sie für sich allein auf ein Boy zum Beten. Als das Abend wird, und wir für sich allein. Aber das passiert alle Mal durch Jesus sein Zeit. Und die Jünger werden damit bekannt. Ich will uns ein kleines eine Frau stellen. Das ganz aufmerksamste Ding, was Jesus tut, dort wir apart für sich sind, der schlägt sich weich, im Gebet zu sein. Dort wir die Jünger ganz das aufmerksamste mögen. Was wir denn sein Gebetsleben? Die Jünger können dort womöglich sein, hier ist was in diesem. Der hat so ein großes Verlangen. Und ich habe manchmal, der hat so ein großes Verlangen nach Gott, dass der kann natürlich nicht uitholen, was er immer wieder apart mit denen in Gemeinschaft ist. Ich habe manchmal ein junges Paar als Beispiel genommen. Jungen Mial. Die fangen sich nicht an Kern zu lernen. Und die feiern diese erste Leib, einer für den anderen. Und wo ist das? Nicht von der ersten Tag der Technologie, die stellt alle Gefälle weg. Das mag ich Ihnen sagen. Aber zu der Zeit, wo ich sie abgewaschen, wo nicht all die Technologie wird, was nu. Wo finden wir das, wenn ein Jung in einem Jahr, die lernen sich kennen, die feiern diese Leib einer für den anderen, wo die würden eine Gelegenheit, was die abends einmal haben, sich bis einmal im Bett zu begreifen, oder wo einmal sie einmal können, so zu Zeit schleppen und einmal durch mir taub sein. Und das wird durch den Weg drehen. Das wird ein Mann steht. Die gehst immer in deine Leib, wenn du einmal kommst. Wo abends einmal eintritt, dann gehst du in deine Leib. Hier kann wir sein, was Jesus in der Leib wird. Wenn er abends einmal kommt, dann schlägt er sich weich. Wir können das menschlich aufführen. Was er mal war, du so wie dem Führer. Und so, das ist, was er tut. In Matthäus 14. Markus saß 40, kriegt es dort. Als die erst weich werden, hier redet auch von den Menschen, als die weich werden, gehen sie in die Bäume an beten. Und als es Abend wird, wir die Lamm merken ab den See und hei wir allein ab dem Land. Hei wir da allein für sich. Das sei wie immer und immer von Jesus in der Zeit. Hei wir allein für sich. Mit Gott. Aber Johannes saß, Vers 15. Und als Jesus antwortet, dass die Menschen betu werden, dass sie mit Gewalt wollen, dann kann ich mehr und vielleicht hat du ein Jenk für sich allein ab einen Boy. Kann es sein, wo wie sind die das anders? Da muss wir gerade sagen, wenn die Menschen nu wollen ans wo hang kriegen, wenn die wollen ans nicht zu was Großes anstellen. Uns fällt das nicht so schwer, dort ein bisschen unternehmen. Läuft mir das. Weil wir uns nicht verlegen und sagen, ich würde nichts das. Ich würde auch so Jesus. Ich würde, wenn ich mich will, dann kann ich mir, da würde ich mir doch schön weichschlägen. No, die wirst gleich. Die wirst gleich.
du wirst ihre Leute dem Kennig merken. Das ist, warum Gott uns so bewahren hat. Als kleine Gruppe, als können wir vor, dass uns jemals wer will dem Kennig merken. Warum ist Gott lenkt dort? Das sind Sehen. Aber wenn Gott dort doch Leute, wie würden alle uns so links haben Leute dem Kennig merken? Wenn ich zu viel sage, dann sage ich mir. Aber ich sehe mich sicher, wie würden. Warum sehe ich mich so sicher? Ich sage, kann mich. Ich weiß dort, wo mein Hort voll von ist. Wie Menschen wollen immer ihr Hand von dem Mensch. Aber Gott sei Dank, er bewahrt uns dafür. Er merkt uns manchmal so im Stinken für Menschen, dass ich mal hier vor ist, uns wollen dem nicht mehr. Wenn Gott das böse tut, wie würden uns das gefallen lassen? Wir würden lieber die Ehe von den Menschen wollen haben, aber Jesus nicht. Jesus, der schlägt sich weich. Was da das Wort in Johannes saß, dass die wollen am den König merken, die wollen am der Ehe, und er schlägt sich weich. Das ist für sich allein. Und wieviel Mal, wenn wir was Großes durchzudrehen haben, wenn wir irgendwas Großes im Gehen haben, als uns erste steht, wo wir hingehen, nach Gott. Dann lasst es sein im Titelchen oder im Jässelchen, was immer wir haben. Wenn wir was Großes vorhaben, wofür gehen wir das erste nach Gott? Und sagen, Gott, wo setzt du das? Was dein Will? Like, wir haben gerührt, das alle geplant, das alle zu tun, aber ist das überhaupt dein Will? Oder haben wir uns das alle ausgefigert und wir haben alle fertig, was kommt? Und Jesus sagt, wie uns das wird. Und Jesus sagt wie dort, wenn er schwört, die Menschen wählen, durch die, was sie keine Krieg auf der ganzen Welt gebiet wird. Kijk maar wat hij dan deed in Lukas 6. In der Zeit ging Jesus einen Tag in die Bäume an zu beten und er brachte den Nacht im Gebet zu Gott. Er brachte den Nacht wie würden wir sagen, er wird die ganze Nacht im Gebet, wenn nächsten Tag habe ich begrüßt ab. Nächsten Tag habe ich so begrüßt ab, wo sie keine Krieg mit Gebet wird. Wo sie, durch das, was sie nun in der ganzen Welt bekannt worden, das ist unser Gerautet, was er nur den nächsten Tag wird tun. Er bringt die ganze Nacht im Gebet. Hört mal, was der 13. Vers sagt. Smars roep hij seine Jünger nu sich und wählt sich uit aan 12, da er Apostel nahm. Und wir würden hier den Tag wieder überlesen, aber das ist, um was es geht. Den nächsten Tag, dann hat er seine wichtigste Wohl hier bei ihr zu merken. Mit das wo ich meine Kirche abstellen, mit das wo ich meinen Körper vermehren auf der Welt. Mit diesen 12 Männer. Und er bringt den nach über Tod im Gebet. Es dort von uns zu sein. Dort wir würden vor Gott kommen, dass Jesus uns lehrt beten. Lass ihn recht kommen, lass ihn Willen soll gedonen worden. Lass ihn Willen soll gedonen worden. Aus dem Himmel und ab ihr, alle wen überein, alle wen best die Gott. Das wird wir uns Frauen machen. Und aber wie vielleicht sagen, ich kann mit einem schweren Titel mit. Ich kann mit einem schweren Titel mit, dass immer alles nach Gott sein will. Like, ich würde noch mal mein Will. Like, noch mal würde ich das gleichen, dass es noch mal mein Will ging. Ich geht sich dort fram, wenn einer das dort redet. Wenn wir das nicht mal ans Mühl sein, aber guck mal ans Hort. Wo es ans Hort fährt und einstellt. Like, ja, wir wollen das, like, wir wollen gut euch sein, man die christliche Welt, wenn wir immer nur auf mal ans Mühl von reden, wir wollen Gott sein Welt, aber haben wir mal von ans Hort geredet. Es ans Hort mit anverstehen. Und wenn wir mal die Wahrheit sagen, dann müssen wir einfach sagen, nicht immer. Wirklich, nicht immer. Warum nicht? Warum ist das so schwer?
Dass wir würden alles nach Gott seine Ehe und Gott seine Wahl wollen tun. Weißt du, was uns fehlt? Der Ersach von wer Gott ist. Der Ersach von wer Gott ist, stellt, wenn wir da nicht haben, wer Gott ist, der stellt uns das wach. Und das ist allmählich für uns. Dass wir können überhaupt Gott sein Willen tun, wenn wir Gott nicht mal kennen, hat nicht mal der Ersach, wer das Gott ist. Und das ist der geradste Hindernis in dieser ganzen Umgeht. Und das ist warum, wenn der Ersach von wer Gott ist, fehlt hier so sehr nötig. Die drehen sich lieber in die armenische Theologie und heben den Mensch hoch. Das kann nicht sein, wer Gott ist. Der Mensch selbst, wird sich sein einer Gott meditiert. Der Mensch selbst hat so eine schändliche Macht, glauben sie, dass sie kann Gott seinen Plan verhindern. Aber sonst würde ihr der nervös nicht sein, no, mit ihr Mühl nicht. Mit ihr Mühl nicht. Aber mit ihr Leben und mit ihren Predigten wiesen sie dort. Dass sie selbst ihr Gott sein. Ihr Buch ist ihr Gott. Das, was wir erwähnt haben, das, was wir gesagt haben, wo Jesus gesagt ist, wo Jesus nicht darf sich quälen und tun, um Gott zu dienen. No, dort ist auch ein Arm. Der hat das Deupe verlangen, der kann das allmählich nicht auflösen. Und wir besäuen uns selbst und wir müssen uns bekämpfen und tun. Und das ist auch so. Wir sind hier noch im Fleisch. Wir haben zu kämpfen. Du sind bei sich erst, da wird uns angerieben tun. Die wollen Jahren uns von Gott weglenken. Das ist alles so. Wir haben zu kämpfen. Das ist biblisch, dort ein Christ zu kämpfen hat. Warum? Wenn es nicht nach einem fleischlichen Körper wohnt, wird in seinen Kampf immer. Gott sei Dank, dort wird ein Tag sich ändern. Ein Tag, dann kriegen wir diesen nie verherrlichten Körper, und dann sagen wir, Jesus Christus. Wo der Kampf, dem Gott dein immer ist, dann kommt dort nicht mehr aus dem Kampf, dann kommt dort alles, nie Kavi dort da, nie aus der Teufel verlangen, du so. Aber nie haben wir zu kämpfen. Was hilft uns als Christen, dass wir in diesem Verlangen Gott zu dienen, wissen können? Wenn wir nicht wollen uns Zeit nehmen, dann eine deutere Ansicht kriegen von wer Gott ist. Und wo können wir eine deutere Ansicht kriegen von wer Gott ist? Das ist die Bibel. Wo die Bibel uns sagen wird von Gott, dass wir ewig dabei studieren da. Und dass Gott sein Wort allein und durch den Heiligen Geist dort ist, wir uns eine Ansicht gibt von wer Gott ist. Wenn dort nicht Gott sein Geist ist und Gott sein Wort kommt, dann merken wir uns bloß aufgetan. Das haben wir mal einmal gehört. In anderen Botschaften. Wo der Mensch so sehr gut ist, um sich selbst in ihnen Gott ausdenken. Aber der lack of knowing God, wird wir machen sein. Das Fehlen von der Ersicht von wer Gott ist. Erst dort kriegt, dass ein Mensch nicht kann Gott dienen, so er den soll dienen. Er kann Jesus nicht mal als Beispiel nehmen, Jesus ist so weit höher zum Gott dienen, als er ist. Das ist nicht mal nach dich bei zu sein. Das ist kriegt, warum ein Christ nicht anders kann wissen, und in den Wahl von Gott dienen, als der kriegt nicht ratere und nicht ratere Ersicht, wer Gott ist. Das ist ein Beispiel. Jesaja saß von Vers 1 bis 3. Du sagst wie, was passiert, wenn ein Mensch, und wie würden man sagen, hier wurden Engel erwähnt, was du vor Gott sagen, aber Jesaja kriegt diese Vision. Wo viel anders wird Jesaja seine Anstellung sein, Gott gegenüber, vor dem, dass er diese Vision hat, und nur dem. Was ändert du ihn an? Er kriegt eine ganz andere Ansicht von wer Gott ist. Und das sage ich es dir. Dort Jahr, als der König Josia starb, sah ich den Herrn hoch erhoben und auf einen großartigen Thron sitzen.
En dat onderste eng van zijn rok bedekt de ganze vloer van den Tempel. Ramam stunden Serafen, die jeder saß Pflichten hadden. Met 2 Pflichten bedekten zij zich de gezichten, met 2 bedekten zij zich de Erfeut en met 2 vloeren zij. Der roepten einen anderen, heilig, 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 als der Herr, der alles regiert, die ganze Welt wisst, wie herrlich ist. En deze 3 verse waar ik bis gleich nog op Engels te lezen. And the one called to the other and said, Holy, holy, holy is Yahweh of hosts. The whole earth is full of his glory. Deze engel, deze Cherubin, wat in zichzelf al zo herrlich zijn dat wie dat niet moeten aankijken kan. Die engel, die bedekken zich nach ihre Gesichter. Wenn sie selbst sind dort nicht in Sturm, Gott unterkirchen für so herrlich es da ist. Es tut der Gott, wem wir anbeten tun. Wenn wir uns wer unduldig neuen und wir sagen uns Führer in den Himmel, denk wie, habe ich das im Sinn? Zu wem habe ich nicht gut geredet? Mir geht ein Grüsseldach, wenn ich daran denke. Wo glücklich. Wo glücklich einer kann, diesen Schöpfer von Himmel und Erde, der wird durch und durch heilig ist, nicht mal der Engel werden sich den unterkriegen. Und wir sagen glücklich ans Führer in den Himmel, hey, weißt du Gott, ich kann jetzt mit nicht da, was ich will für dich bringen. Pass auf, was die tun. Mit wem habe ich zu tun? Wir kicken in Offenbarung 4. Vers 3 fängt es da an. In dem, der du boven sagt, hier redet er von dieser Vision, was Johannes du hast, der wird auf den Thron sitzt. In dem, der du boven sagt das so aus ein Jaspis und Sarder, und am den Thron wie ein Regenbild, den das so sagt aus ein Smaragd. Und am den Thron wären 24 andere Throns, und ab den Thron sollten 24 Älteste mit ihre Kleider, mit witte Kleider eingetragen. Und der wurde sagt, witte Kleider, dort kommt von das Wort, was du wird bedienen, blitzblank. Das sind so viele Stellen in der Offenbarung, wo das Wort wird gebraucht wird. Aber wirklich, das die du noch haben, das Wort von wo das kommt, das ist ein bisschen blinkrig dagblank. Stel je terug een Bruder, dat had je hier gesneden, nee? En nu had hij een beeld van zijn schoep. En toen had hij geschreven, ik dacht, ik had witte schoep. De schoep zit maar best lang wit, want hij begrijpt eerst toe. Dan heb je de schoep wit aan. Maar dat witte, dat is alle weg. Want het met een andere witte grond wordt even gehouden. De contrast, want dit moet we best im Sinn haben. Wie kann irgendwas wissen? Aber das alle Gräben dunkel. Das witzte Wort, was wir würden nennen hier bei ihr, das alle Gräben dunkel, wenn wir mit dit Wort vergleichen, was das hier sagt, witte Kleider, diese witt eingetragene, diese Herrlichkeit, was im Himmel ist. Das woran wir würden sagen, das blitzdachblank, verblendend blank, verblendend witt. Das würde da eingetragen sein. Und von den Thron kommen Blitzstrahlen und Gewitterschläge und Stämmen, und vor den Thron brennen 7 Lichter, dort Gott seine 7 Gäste sind. Und die Feiertieren hatten jeder saß Pflichten, wie ein rundum voll Üben, sogar unter die Pflichten, und hatten Tag und Nacht keine Ruhe. Hier redet was Johannes hier sagt, in der Offenbarung. Dasselbe, was Jesaja. Die haben Tag und Nacht keine Ruhe, und der raupten, heilig, 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 ist der allmächtige Gott, ein Herr, der du wir, und der du ist, und der du kämpfst. Und wenn die Tieren den lobten, ehrten und dankten, die auf den Thron saß, die von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, fallen die 24 Ältesten vor den Duel, der auf den Thron saß, und beten den an, der du von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, und schmeiten ihre Kronen vor den Thron an und sagen, du bist dort wert, o Herr, Herrlichkeit in ihr und Kraft nehmen willst, du alles gemerkt hast,
durch dienen wollen, als alles door in gemerkt worden. En onderweer, deze Ältesters, die wordt op den Thron zitten, deze Feuerengel, deze Cheruben, die wordt alle Gott loven, ohne een, die kann nicht mal abhören, die kann sich dort nicht mal andoen abzuhören. En roepen uit heilig, 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 die kann sich nicht sein, staunen und wundern, der Ewigkeit redt nicht zu, zum Gott loven. En deze Ältesters, die wordt ihre Kroon door voor God schmieden en zeggen, Gott, like, dat is Messes van die zijn, waarom haben wir diese Kroon ab? Waarom haben wir die? Ich habe je nichts gedaan für diese Kroon. Mich traf die nicht. Und sie schmieden die vor Gott und sagen, du bist würdig. Ist das die Aussage von wovon Gott wir haben? Wovon Gott wir tun? Wenn ich mich will, Hand ich knien, wenn ich nicht vor Gott komme, danach, wenn immer ich sage, mein Führer. Ist das, was ich im Sinn habe? Ist das die Gott, was ich im Sinn habe? Er hat nur ein Dienst Sklu, was mir nicht was kommt, wenn ich den nicht schrauben darf. Wenn ich Schwierigkeiten habe danach, und ich will mir sagen, mein Führer, und ich leide in mein Welfare, aber zumindest, weil ich diesen Trouble gefixt habe. Als das alles kriegt, dass ich einen Knopf beziehen, baden, hier oben mein Döner, fix mir durch diese Nacht den Trouble. Als das wohl von Gott wir anbeten tun. Die Engel sagen nochmal, how dare you? How dare you? Kijk mal. Wie kommt für den Schöpfer von Himmel und Erde? In den will wir Ruhe geben? Den will wir nicht fair sein? Was ich nicht von denen verlange? Oder als mein höchste Abgabe, als mein höchstes Verlangen, Gott, lass passieren, was passiert. Wenn das Brück, dass die Welt sich hersteckt, dreht, du tut ihm die Namen verherrlichen, dann lass es dort sein. Das ist dort unsere Anstellung für Gott. Das ist nicht unsere Anstellung, wenn wir noch im Fleisch leben. Das ist nicht unsere Anstellung, wenn wir noch im Fleisch leben. Aber unsere Anstellung wird schließlich es dort. Wann wir abkicken, wer Gott ist. Wann wir abkicken, was er würdig ist. Wo würdig er ist, allein geirrt und gedient zu werden. Und dann fängt uns das an, eine Freude zu geben. Und dann bohrt das all nicht mehr, wenn sich die Dinge rum ans Hesterkopf drehen, allein wenn Gott verherrlicht wird. Wegen das wird wir in das Gebet sein. Uns Vater in den Himmel, die Namen soll die verherrlicht werden. Like, du sollst die kriegen. Schau mal, was diese Ältesten studieren. Die schmieden ihre Krone für Gott. Du bist würdig, diese zu brauchen. Die gehört diese Ehe. Warum wirst du mir diese Ehe geben? Die gehört dort. Aber zum Schluss, weil wir uns bis das eine nach denken halten. Als Gott beneidigt, dort wie am so dein ist, ich jetzt gesagt habe, wie am dein soll. Als das dann üben mit Gott, wenn wir das dann nicht tun. Was du wird unter sein sein, wenn wir uns Gott in der Reihe drehen und sagen, na, ich will, wenn das so neben ist, wenn das bis einmal den sein will, soll, da will ich den Tag richten. Als Gott dann ohne ihn, kann er dann, like, was den sie ihr dann verschwingen? No. Gott ist nicht gehindert, wenn wir den nicht dein in ihren. Und Gott seine Ehe wird das nicht unter sein sein, wenn wir uns rein alle stehen, en lasteren Gott. Wenn alle Menschen, die jemals auf der Welt gelebt haben, alle, die nu noch leben, und alle, die noch leben wollen, und alle Engel, und wir stehen uns rein alle top. Und wir würden gegen Gott fährten, die nicht wollen, die ihr geben. Weißt ihr, was wir tun?
das wird so lauten, als wenn mehr diese Welt will wiederkommen, dass die Welt nicht soll zu sein sein. Weet je wat er nicht zu sein ist, dat is de mehr, wat er nicht zu sein ist. Wenn wir mal kijken dan, waar groot die Erdball ist, und dus de Fing wie du nicht mal, so klein ist der mehr. Dat is woveel het wird on te sein um Gott seine Ehe, wenn wir uns alle gegen den drehen und überkippen. Wir haben das verreich, den zu tun. Wovon Privilege ist das? Das Heu, was nicht benötigt ist, das am wer überhaupt ehren soll. I mean, das heißt nicht benötigt, dass wir am ehren tun, er hat all genug ihr. Wir würden, ich glaube, wir würden krank werden, das Daniel. Er könnte auch nicht eten. Er kriegt eine Offenbarung von Gott zu sein, und wir würden vielleicht mal sein, er kriegt vielleicht einen Schatten zu sein von Gott, von seiner Herrlichkeit. Jesaja, am wird so aufwohl, dass er glaubt, er wird sterben. Und wir würden sagen, der hat vielleicht einen Schatten zu sein gekriegt, von wer Gott wird. Und doch, das Gott, der wird so herrlich ist, und all die ihr habt, was nicht benötigt ist, dass wir am Ort noch ihren tun, gib uns das Verreich. Dass wir das können. Wenigstens, wenn wir würden glauben, dass wenn ich nicht ihren tun, dann wird Gott doch wohl traurig auf den Thron sitzen und wird, no, der sagt, du allein, heißt allein Gott. Und guck mal, Offenbarung 4, Vers 11. Und dann kiek ich in hier um den Thron, in die Feuertieren, in der Älteste, eine Stimme von 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000 Engel. Die singen mit lauter Stimmen, dort Lohn, dort gemerkt wird, erst dort wird Kraft und Reichtum und Weisheit und Gewalt in ihr zu nehmen und gelobt zu werden. Dan hier ik alles wat im Himmel en op de Erde en onder de Erde, wat op meer en meer is, zijn den, der op den Thron zit, en dat loom trafen alle eeuwigheid, alle dank en eer en herrlichheid en gewalt. En die feiert hier en zeiden Amen. En die 24 Ältesters fallen aan en beten den an, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Weet je wat? Wenn wir Gottes Kinder sind, kann uns gut bearbeiten. Wir machen ihn beslugen. Dort kicken, wer Gott ist. In besonders dort, was er noch getan hat für uns. Wir können uns gut bearbeiten. Wir müssen bis gut reden von dort, was er getan hat. Das ist gut ein Raumweg. Und dort ist der Krieg, was uns trifft. Dort ist der Krieg, was uns trifft. Dort wir so beten können, als Jesus sagt, so das soll ihr beten. Wenn wir dort wollen uitloten, der sich zu kriegen, von wer Gott ist. Und das wird viele Kirchen in Trouble von der ersten Tag an. Die haben nicht der sich von wer Gott ist. Die deuten ein Gott, wenn sie sich nicht erinnert, Gedanken gemerkt haben. Und dann wundern wir uns. Wir beten das mal so flach. Wo ist das Gebet so flach? Ich glaube, dass Richard Owen Roberts dort eine Sorte sieht. Sagte, ich habe viel von jenen Kirchen besucht. Und ich habe viele von jenen Kirchen in die Gebetsstunden gewaschen. Aber weißt du, was ich nicht sagen? Wenn ich auf jene Gebetsstunden sehe, das hört sich so, wenn wir bei einem Konsultorium, bei einem Doktor sitzen. Wenn einer, der hat Nierentrouble und der andere hat eine Mehltrouble und der andere hat mit der Holzweih. Das ist alles, was die wollten zu sein, ab jene Gebetsstunden. Und die vergessen von, was wir hier sagen, das ist mal, für wem wir hier stehen. Und die reden von dem Mehl, die reden von jenen Nieren. Oh, come on. Guck mal. Das ist der Trupp. Das ist wo das Camp. Wenn Menschen nicht der Ersatz haben, von wer Gott ist, dann fängt das Fleisch und Blut an wichtig zu werden. Dann fängt das Verjänkelte an der Hauptsache zu werden. Und macht dort nervös bei uns sein. Macht dort keinmal der Hauptsache sein. Bohrt dort
wenn wir taub kommen, wenn wir um Gesundheit beten. Nein, das braucht nicht. Gott weiß das gut. Er hat das so gemerkt. Er hat Gesundheit und er hat Krankheit. Er hat das alle für seine Ehe. Aber wenn wir ein bisschen denken, mit Wort von der Ersach, Frau wie, an diese Titel Dinge. Gott. Wenn die nun dadurch verherrlicht werden, yes, warum nicht? Warum will ich nicht all das Gute, was die geben kostet, warum will ich das nicht genießen? Mit Frieden. Aber siehst du, auf einmal da kann geirrt werden. Wenn ich ein Oma prache mit seinen Kranken und weiter, wenn ich mal zu sagen, ist hier. Von einem Kopf hat unsere Feit mit schwer bedacht. Wenn die dadurch geirrt werden, Gott dann nur zu sein. Wisst ihr Gott? Die Anstellung, die kommt nicht von Fleisch und Blut her. Die kommt allein her von der Ersach, die kriegen, wer Gott ist. Amen. Gott beten. Lass ihr euch davor, wir kommen hier noch einmal für die. Und wir machen alle raufkicken und anschauen. Wenn wir kicken, wo wir die gedient haben und wo wir die mal in Stand sind zu dienen. Und das du mit vergleichen, für wer die best, wo wir die dienen sollen. Ja, du wirst prachen, ich frage vom Frischen an um Genut. Dass die deine Genuden muss luken groß werden. Und dass die diesen Messian Worship, was wir imstande sind, für die zu bringen, nicht muss rechnen, aber dass die Salz besitzt. Und dass die Leute kickst, was die Sehen getan haben, dass die du ansteht für uns. Und die beten für uns, musst die dort lieber teilen. Wenn wir sind schwache Messian, gefallene Menschen, die bloß von Genut aufhängig sind. Und das woran wir für die kommen. Und er muss die dort geben. Wenn wir um Gesundheit beten, wenn wir um tielige Dinge beten, was uns nie für ihr fehlen, oder vielleicht auch ein bisschen jankern, aber er muss die dort dann nicht anders geben, als die Wahl ist. Er muss die auch bloß dann die Dinge geben, wenn die dadurch kannst verherrlicht werden. Was immer das ist, wo wir am Beten tun. Aber ich bete für diese ganze Umgehung. Mocht sie das verlangen, wel so zu leben, ne dien wel. Und dat die nun mocht in deze ganze Gegend verherrlicht worden. Mocht sie dat du wen geben, wer du bist. Und mocht die all diese menschliche armenianische Lehren, was hier so sehr verbreitet worden, alle zu schon merken. Wenn du allein hast die Macht, um das zu tun. Und mag die biblische Lehre, was Glück von die Kampf, allein bestehen bleiben. In Jesus' Namen berichtet. Amen.